Meine Unsicherheit von der Nati Style Real Talk ist anscheinend ein sehr ernstes Video. Wir checken natürlich gleich nochmal Kommentare ab. Stark, dass du über so etwas redest. Ich kenne viele Leute, die sich das nicht würden getrauen. Übrigens, Smilo, ich warte auf die Danke dir, Kuli. Eben jetzt am Start und wir gehen doch direkt drin in das emotionale Video anscheinend von der Nati. Ich bin sehr, sehr gespannt. Let's go. Leute, ich muss jetzt mal etwas klar machen. Ich habe schon mehrmals Insta-DMs bekommen von Leuten, die sagen, dass sie sich vielleicht etwas nicht getrauen oder dass sie sich unwohl fühlen. Und ich glaube, wir alle kennen das. Egal, ob es ist, dass wir irgendwie einen Traum haben oder irgendwie etwas machen wollen und uns dann nicht getrauen, weil wir Angst haben vor den Reaktionen vom Umfeld, von der Schule, von den Lehrern, von den Eltern. Vielleicht auch, weil wir uns selber unsicher fühlen in unserem Körper, weil wir Angst haben, was andere Leute über unseren Körper denken. Dass wir vielleicht auf das reduziert werden, dass Leute Vorurteile haben wegen dem. Ich glaube, wir alle kennen das sehr gut. Ich habe gedacht, ich erzähle einfach mal kurz meine Geschichte. Zum einen hatte ich mega Angst zum Anfangen mit YouTube. Das war schon immer ein Traum von mir. Ich wollte das unbedingt wählen. Ich tue mega gerne Leute unterhalten, stehe gerne vor der Kamera. All das. Aber ich habe mich das niemals getraut. Einfach weil ich so Angst hatte, was Leute von mir denken. Wie meine Schule wird reagieren, mein Umfeld. Dass ich vielleicht noch mal gemobbt werden. Ja, also am Anfang, ich habe ja angefangen, als ich gerade in Kimmer bekam. Also ich war dann ungefähr 16, 17 gewesen. Und ja, also bei mir war es am Anfang so, ich habe niemandem gesehen, dass ich YouTube-Videos mache. Ich habe es allen Leuten so mäßig wie noch verschwiegen und niemandem wirklich meinen Kanal gesehen. Ich habe einfach gemacht, ohne dass ich wirklich jemanden gesehen habe. Dann natürlich noch auf Hochdeutsch mit dem Kanal der Pumpkin Minecraft-Videos. Ich habe es niemandem gesehen, dass ich Videos mache. Ich habe zwar mir selber nicht gesehen, dass es ist, weil ich mir schäme oder so, aber unterbewusst ist das sicher auch ein Grund gewesen, dass ich nicht wollte, dass in der Schule die Leute sagen, der Sicher macht YouTube-Videos für was? 2 Abonnenten oder was? Was ist denn das für ein Typ? Ja, das war so ein bisschen meine Sorge gewesen, wahrscheinlich wieso, als ich das dann den Leuten nicht gesehen habe, dass ich effektiv damit angefangen habe. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so wirklich viele Unsicherheiten bezüglich von meinem Körper. Also nicht, dass es nicht Sachen gäbe, wo ich auch unsicher könnte sein. Es gibt sicher Sachen, zum Beispiel meine Körpergröße, da könnte ich zum Beispiel unsicher sein. Es gibt sicher Sachen an meinem Körper, wo ich könnte unsicher dafür sein. Aber irgendwie habe ich das Mindset so aufgebaut, über schon mein Leben lang, glaube ich, dass es mir relativ egal ist, was die Leute von meinem Aussehen halten, sondern es geht mir mehr darum, vielleicht die Leute abzuholen mit dem, was ich bin als Person und nicht mit dem, was ich bin mit meinem Aussehen. Aber das kann nicht einfach sein, wahrscheinlich für viele Leute ist es nicht oft einfach. Ich weiß, dass es extrem viele Leute draussen gibt, die mit sich selber wahrscheinlich zu kämpfen haben, mit ihnen Gewicht zu kämpfen haben, mit ihnen ausgesetzt zu kämpfen haben, mit vielleicht eben ein Traum haben und sich nicht trauen zu kämpfen haben. Solche Sachen. Beim Aussehen vor allem, schämt euch nicht, probiert euch nicht zu schämen für wer, wo ihr seid, wie ihr aussieht. Auch wenn ihr Kommentare bekommt von anderen Leuten. Probiert die Kommentare entweder so wieder abzuprallen euch oder sozusagen wie zu kontern und das aus Witz zu nehmen, anstatt euch das in euch einzufressen. Weil das tut überhaupt nicht gut. Das sind jetzt einfach ganz kleine Tipps. Ganz kleine Tipps. Also wirklich, ich habe nicht Vorurteile vor euch. Ihr seid alle für mich am Anfang erstmal gleich. Klar, wenn ich dann merke, dass der eine ein bisschen mühsamer ist als der andere, dann schon. Aber es ist mir egal, ob ihr dick seid, ob ihr dünn seid, ob ihr blaue Haare habt, ob ihr blonde Haare seid, ob ihr straight seid, ob ihr schwul seid oder lesbisch seid, ob ihr irgendetwas seid. Das ist einfach egal. Das ist mir scheißegal, wie ihr aussieht, welche Hautfarbe ihr habt. Das ist egal. Ich habe mir immer die Gedanken gemacht, was andere Leute über mich denken könnten. Es hat irgendwann einen Tag gegeben, wo mir das einfach auf einmal egal war. Hey zusammen und herzlich willkommen zu meinem ersten Video hier auf YouTube. Ich habe einfach gedacht, Alter, ich lebe eigentlich nur einmal. Das war schon immer mein Traum. Und als ob du dir jetzt wegen so dummen Kommentaren und Meinungen deinen Traum platzen lässt. Wenn du nie deinen Traum versuchst zu leben, dann wirst du es irgendwann bereuen und sagst, wieso habe ich es nicht gemacht? Wieso habe ich es nicht probiert? Und ja, ich bin am Anfang ausgelacht worden, dass ich angefangen habe mit YouTube. Man hat mich nicht ernst genommen. Man hat hinter meinem Rücken geredet. Ja, safe haben Leute auch hinter meinem Rücken geredet. 100%ig haben Leute hinter meinem Rücken geredet, wenn ich angefangen habe mit YouTube. Aber auf die Leute, ganz ehrlich, auf die Leute ist es geschissen. Wenn YouTube nachher Gefühl ein bisschen mehr läuft, sagen sie geil, ich finde es gut, bist du dran geblieben, machst du die Videos. Ja komm, ganz ehrlich. Aber bis jetzt, starkes Video. Ein
bisschen sehr emotional geschauspielert, die Szene. Aber schon sehr, sehr gutes Video. Leute haben über mich gelästert, die ich als Freunde betitelt habe. Und wisst ihr was? Heute sind das die Leute, die mir in den Arsch kriechen. Die Leute, die jetzt Respekt vor mir haben. Klar, vielleicht gibt es immer noch Leute, die mich jetzt auslachen, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo mir das völlig egal ist. Aber ich bin ehrlich, ich bin sicher nicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich bin jetzt komplett selbstbewusst und mir ist völlig egal, was andere Menschen über mich denken. Ich weiss ja nicht, ob das jemals wird der Fall sein wird. Aber ich glaube, uns geht es allen genau gleich. Ich bin ein paar vielleicht mehr, ich bin ein paar vielleicht weniger. Aber wir alle haben die Gedanken, was andere Menschen über uns denken könnten. Und das finde ich so schade. Selbst wenn wir ein mega nice Outfit haben, getrauen wir uns nicht, um das in die Schule zu legen, einfach weil wir Angst haben, wie die Leute reagieren könnten. Ich habe mich damals kaum getraut, geschminkt in die Schule zu gehen, weil ich Angst hatte, dass Leute irgendetwas sagen. Genauso war es bei mir, als ich Gimmi-Prüfung gemacht habe. Ich war ein Durchschnittsschüler, ich war nie wirklich speziell gut. Vielleicht so einen 4,5 Schnitt hatte ich, wenn überhaupt. Aber Leute, ich hatte einfach den Willen. Ich wollte einfach ins Gimmi. Und ich habe gelernt und gebüffelt und gemacht. Auch mein Lehrer hat mir damals gesagt, ich werde die Gimmi-Prüfung nicht schaffen. Und Leute, ich bin fucking dumm, aber ich bin gleich im Gimmi. Ich bin sogar die Einzige von meinem Jahrgang, die die Gimmi-Prüfung schriftlich bestanden hat. Und was ich damit sagen will, hört nicht einfach immer auf die dummen Kommentare. Verschwendet euer Leben nicht immer nur andauernd mit dieser Angst, was andere Leute über euch denken könnten. Was bei mir auch war, ich habe sehr lange gekämpft gegen meinen Körper. True, aber was andere Leute von euch denken, ist am Endeffekt wirklich egal. Es ist wichtig, dass ihr ein gutes Verhältnis habt zu euren Nächsten, zu euren Kollegen, zu eurer Freundin, zu eurer Familie. Das ist wichtig. Was Hans und Franz vom Dorf, von irgendwo, wo der Renisch gesehen hat, von euch denkt, ist am Ende des Tages scheißegal. Ich habe mich dick gefühlt. Ich habe mich mit anderen Models verglichen. Und vor allem, ich hatte extreme Angst wegen meiner Oberweite. Ich habe mich so unwohl gefühlt, einfach weil ich mich andauernd verglichen habe. Ich habe mehrmals Kommentare bekommen wie Flachland oder die ist flacher als Holland. Und ja, genau das sind die Kommentare, die man so zu Herzen nimmt. Gerade wenn man selber schon Angst hat und die dann genau durch so Kommentare bestätigt wird, macht es einem fertig. Ich habe mich nur noch aus dem Haus getraut, wenn ich den fettesten Push-Up des Lebens getragen habe. Ja, und ich meine das ernst, auch im Bikini. Ich hätte mich sonst niemals getraut, in die Body zu gehen. Oder irgendwie mich so zu zeigen. Und auch da bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich 100% sagen kann, dass es mir völlig egal ist, was andere Menschen über mich denken. Ich glaube, wir alle haben auch schon so Kommentare gesehen, egal ob auf Insta, TikTok, YouTube, egal was, wo Leute einfach über das Aussehen urteilen und irgendwas kommentieren, einfach nur, weil sie anonym sind. Egal ob sie schreiben, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu gross, du bist zu klein, du hast das. Und genau so ein einziger Kommentar kann so hart treffen. Aber genau so Leute, die das schreiben, haben keine Ahnung von eurem Leben. Selbst wenn es eure Klassenkameraden sind oder irgendwie jemand, der euch näher steht, der euch das sagt. Kein Mensch kennt dein Leben so gut wie du selber. Und kein Mensch hat das Recht, dir die Freude oder das Selbstbewusstsein von irgendetwas zu nehmen. Egal, ob sie dir sagen, du schaffst das nicht, du bist zu dick. Das ist peinlich. Wieso machst du das? Wir sollten eigentlich alle einfach unser Leben leben. Und einfach auf so Meinungen schiessen. Genau, ja. Schiesset wirklich auf die Meinungen, egal was irgendjemand bei euch in der Klasse, bei euch in der Schule, auf der Arbeit oder so von euch manchmal sieht. Hat wirklich nicht eine Bedeutung für euer Leben. Wenn ihr etwas seht über euer Äußerliches oder weiss nicht was, dann ist sowieso die Leute, die müssen solche Kommentare machen, die haben sowieso, glaube ich, oder die sowieso vielleicht ein Problem mit sich selber oder ein Problem sonst und sowieso Leute, die online andere Leute beleidigen, für ihnen aussehen, für wer sie sind. Also die Leute, die das online machen, die sowieso also wirklich null Respekt verdienen. Und von diesen Leuten, da muss man überhaupt nicht das Gefühl haben, dass das irgendwo irgendetwas eine Bedeutung hat. Weil die Person, die das schreibt, ist es einfach nicht der Wert, solches negatives Feedback zu fühlen. Nur noch etwas, wenn ihr irgendwo seid und vielleicht eine Person seht und dann habt ihr gedacht, oh, die Person sieht jetzt aber komisch aus. Die Person sieht komisch aus. Wie lange hätte er das noch im Kopf gehabt danach? Vielleicht 5 Sekunden. Vielleicht 5 Sekunden hätte er noch im Kopf gehabt, die Person hat komisch ausgesehen. Danach
denken die nie mehr an die Person oder nie mehr an das. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr wieder rausgeht, wieder in die Body geht oder weiss nicht was, wenn euch alle Leute die mustern, das stimmt einfach nicht. Ja, sie werfen den Blick vielleicht hin auf euch, in 10 Sekunden machen sie vielleicht ein kurzes Bild und fertig. Und dann ist es schon mal vergessen, aber scheisst doch auf die Meinungen von diesen Leuten. Genießt lieber euren Besuch in der Body, genießt lieber das schöne Wetter und denkt nicht daran, ist mein Bauch zu dick, sehe ich nicht gut aus, bin ich ein bisschen zu dick, mir sagen die Leute die ganze Zeit, ich bin zu dick oder so. Wirklich. Achtet auf euren Körper, achtet auf eure Gesundheit, treibt Sport, das ist gut. Aber probiert nicht, dass es krankhaft kommt. Esset ausgewogen, aber esset nicht, weil ihr irgendwie wird aussehen, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht gesund auf weite Sicht. Weil schlussendlich können wir es nicht allen recht machen. Und das müssen wir auch nicht. Solange wir selber glücklich sind, ist das doch eigentlich das Wichtigste. Leb dein Leben nicht wegen anderen Kommentaren und anderen Meinungen, sondern leb dein Leben nach deinem Traum. Ja, ey Nati, das kann ich wirklich so unterschreiben. Sehr, sehr starkes Video. Und du hast sehr, sehr starkes Video. Da gibt es auf jeden Fall like 3300 Likes in der Schweizer Szene. Stellt euch das einmal vor. Sehr, sehr cooles Video, Nati. Sehr, sehr stark. Und wirklich top hast du so ein Video gemacht. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr gutes Video, Nati. 1 is the loneliest number that you'll ever do.